Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Unsere Kinder, die haben ein neues Spiel auf dem Handy und zu dem möchte ich euch mal einladen, heute mitzumachen. Das Spiel heißt Gegensatzpaare und ihr müsst euch immer entscheiden zwischen A und B. Wir fangen mal an. Schwarz oder weiß? Hund oder Katze? Kaffee oder Tee? Sitzen bleiben oder aufstehen? Und jetzt wird es schwieriger. Abschieben oder nicht abschieben? Waffensysteme liefern oder nicht liefern? Wärmepumpe ja, Wärmepumpe nein. Oder verkaufsoffener Sonntag immer oder nie, keine Ausnahmen, auch nicht für Pfarrer. Markus 2,23. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs am Sabbat und sie raufen Ähren, sie arbeiten. Und sie kommen später zu dem Schluss, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Bibel hilft mir immer mal wieder neu zu denken und andere Blickwinkel einzunehmen. Nicht einfach nur A oder B, schwarz oder weiß, sondern mit Blick auf die Menschen und ihre Bedürfnisse auch mal andere Wege zu gehen. Ich denke, dieser Blick weg von A oder B hin auf das, was wirklich zählt, der hilft uns allen weiter und der lohnt sich für uns und natürlich auch für Kirche. Denn diese ewigen vermeintlichen Gegensätze, die greifen doch oft viel zu kurz. Oder wie seht ihr das bei A. evangelisch, B. katholisch, A. Zentralgewalt, B. Pro-Presbyterium, A. alle Gemeinden werden zu Großgemeinden zusammengelegt, B. alle bleiben unabhängig. A oder B? Sitzen bleiben oder aufstehen? Oder doch vielleicht mal in christlicher Freiheit ganz ungewohnte neue Wege zu gehen? Rauszugehen und C zu wählen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.